Jetzt habe ich die Lammfelle reingelegt. Schaut das Ding toll aus. XXL Lammfelle. Da haben wir zwei zusammen. Die sind zwei zusammengenäht und haben eine Länge von 2,10 Meter. Und die bleiben im Dachzelt. Ja, wir freuen uns schon richtig auf Hameln, weil erstens werden wir mal die Altstadt anschauen. Am Donnerstag Nachmittag, so 14 Uhr, fahren wir ins Gelände runter. Im Pferdeweg ist es. War ab 15 Uhr ist Einlass beim Dachzeltfestival-Gelände. Und wir freuen uns schon richtig. Darum habe ich erst das Zelt ein bisschen aufgebaut, lasse das ein bisschen durchlüften. Die Lammfelle habe ich oben schon lüften lassen. Morgen früh um 5 Uhr ist es soweit, geht los nach Hameln. Auto ist komplett gepackt. Da kommen nur noch die Fressalien rein, die passive Kühlbox, also Wurst, Käse, Butter, was man jetzt braucht. Bierschale ist drin. Dann gehen wir morgen die Kühlakkus rein und bei der Tankstelle fahren, Tankzentrum, gehen wir dann noch 2 Backerl Eiswürfel rein und dann hält die Box bis zu 7 Tage kühl. Weil braucht er muss erst am Donnerstag abends, weil wir die erste Nacht in der Pension sind. Also von uns weg sind es genau 705 Kilometer. Also wir wären ungefähr bei einer Reisegeschwindigkeit von 100 bis 110 maximal mit einer Pause zwischendurch und so. Werden wir 8 Stunden brauchen und das trinken wir zuerst mal eine halbe Bier, eine gemütliche. Ja, nehmen wir halt gleich 2, weil die Bayern trinken da gerne eine Maß und nicht bloß eine halbe. Nur große Krüge machen es möglich. Wir sind in Hameln Büro gekommen, weil morgen geht es ja los mit dem Dachzeltfestival. Und wir sind einen Tag eher da und was möchte ich sagen, Alltagspension, die haben wir daheim schon rausgesucht. Und ich muss sagen, wieder alles gut auf den Punkt getroffen. Super nettes Personal da drin. Nette Leute, wirklich nette Leute. So, jetzt werden wir es ein bisschen auskurieren, da in der Pension, mit Frühstück. Und dann freuen wir uns schon auf den morgigen Tag, oder besser gesagt, auf die 3 Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ist wieder Schluss, leider. Und das Wetter war halt auch super und jetzt schauen wir, ob das noch ein bisschen herhält, weil wenn es einmal ein bisschen regnet, ja, dann ist so. Aber eine tolle Sache, also wir haben wirklich schon Geld drauf. Jetzt trinken wir ein bisschen Kaffee, Cappuccino,
Darin gibt es alles. Und dann schlafen. 704 Kilometer haben wir hinter uns. 100 Metern halten Sie sich links, Pferdeweg. Dann, Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ja, die stehen schon an, oder? Ja. Halten Sie sich links, dann, Sie haben Ihren Zielort erreicht. Muss man uns hier dahinter stellen. Das ist ja, wow. Da hinten steht da einer. Weiß ich nicht, aber da wäre gut. Servus! Dahin. Hallihallo! Ja, ich denke, wir haben ja richtig. So, jetzt sind wir Ankunft bei den Dachzeltnomaden, Dachzeltfestival in Hameln. Und es steht schon eine ganze Schlange, ja. Hinter mir. Mega geil. Also ein Kilometer Schlange. Geil. Ja, das Wetter könnte ein bisschen schöner sein, aber wir sehen es positiv. Wir machen das Beste daraus und sind ja doch lauter Gleichgesinnte. Wir sind da! Ja, der Platz wird schon ganz schön voll. So, jetzt sind wir schon im Gelände drin. Windig ist. Aber das Wetter, das darf uns nichts ausmachen, das passt schon. Ja, wir sind gut angekommen in Hameln. Schaut euch das an. Der Platz fühlt sich schon langsam. Über 1000 sind halt diesmal da. Dachzelttreffen 2025. Mega Festival in 1000 Zelte. So grandios, so weit das Auge reicht. Ja. Und wir sind zum ersten Mal dabei. Ich finde es einfach grandios. Also traumhaftes Wetter. Noch hat auch schon geregnet. Und alles Mögliche ist gekommen. Von allen Richtungen. So, jetzt genießen wir zuerst einmal unser Bier. Und meine Frau isst den Salat. Okay. Das haben wir uns auch verdient. Kann man schon aushalten. Mega Kulisse. Schöne Windmühlen da hinten. Da haben wir dann einen kleinen Klowagen, Duschcontainer. Und rundum lauter Dachzelte. So muss es sein. Es ist einfach phänomenal, was da für Fahrzeuge kommen. Das ist
unglaublich. Und das hört gar nicht auf. Morgen kommt noch mehr ein Schwung. Und dann geht's weiter. Ja. Einfach geil. VW Käfer da hinten drum. Ja, ist das geil. Da ist ein Klamottenstand. Ja, laufen wir ja. Nee, überhaupt nicht. Es gibt dann halt, hier läuft ja viel ohne Leine. Kommt jetzt zurück, ja, dann kriegst du die. Und, aber wenn halt mal irgendwas ist, ne? Ist halt so, jetzt habe ich die Baken direkt gewartet, bis sie zu Fuß und wir sehen, gucken. Sau cool. Da gibt es die leckeren Sachen, oder? Hier gibt es nur Leckeres. Nur leckere Sachen. Aber wir waren leckere Sachen, aber ein bayerisches Bier. Ja, logisch. Das haben wir nicht. Cool. Also. Pizza oben sind. Genau, das ist so wie Es gibt quasi alles, was dein Herz begehrt. Ja. Pizza, Getränke, alles gibt's. Ah, das ist ein Aussteller. Oder das sind die zum Verlosen. Nicht so lang. Selbst mit Bartgewicht. Rohenberg. Ja, genau, das ist so meine Hoffnung irgendwie noch. Aber schwierig, weil das wächst ja schon seit Jahren. Oh, 2-3 Jahre noch nicht. Ja, weil es auch Oh, Wahnsinn. Das ist okay. Ist trinkbar, finde ich. Also ich finde die meisten Erdinger, die hier. Das ist schon geil, ja. Ah, der Omnia-Ofen. Und zufrieden mit dem Omnia? Tja, ja. Da kannst du alles backen drin, oder? Ja. Apfelkuchen haben wir schon gemacht. War gut. Ja, ich kenne den, ich habe schon mal gehört davon. Du kannst eigentlich theoretisch alles machen, oder? Alles, ja. Alles, was du im normalen Backofen machst, kannst du da drin machen. Und was gibt's heute Leckeres? Pizzabrötchen. Aha. Der geht normal auf den Gaskochen überall, oder? Ja. Den kannst du überall hernehmen. Ja. Wow. Kuchen backen, Brot backen. Genau. Und ein geiler Gaskochen. Outwell. Ja. Super. Und die Küchenbox kann man einschieben? Ja. Ja gut. Super. Geil. Dann viel Spaß noch. Da. Ja, danke. Auch so. Ja, euch auch. Ja, danke. Der India. Ja, so kann man es aushalten bei der Hitze, gell? Ja. Mit Lammfell, damit man nicht schwitzt. Das gute Schaffell, jawohl. Ja. Einen kühlenden Wein oder Sekt. Prosecco. Prosecco, genau.
Oh nee, ich trinke einen Glühwein, das reicht mir. Das müssen wir Ich trinke auch rausschneiden. an Glühweinständen. Das müssen wir rausschneiden. Alles klar. Gordigier. Hallo? Gordigier, hallo? Ja, wir haben auch ein Gordigier. Dachzelt. Ja, Einfach das perfekte Zelt, was es gibt. ja, ist ja hier, dem Kollegen. Ein 65 mal 2,40 Meter, oder? Oder ist das kleinere? Was denn? Das Gordigier ist dieser 1,40 Meter mal 2 Meter? Nee, 1,40 Meter, Meter oder 1,50 Meter? Meter 60, glaube ich. Meter 60 mal 2,20. Ja, unsere Größe. Ja, ab und zu kommt die Mutti ja mit. Da brauchst du auch Platz, wenn die Mutti mal Du mitkommt. brauchst da bei dem Auto die höhere Leiter, oder? Nee, Ja, genau. ja, weil es ein bisschen höher ist. Aber da kann man wenigstens drunter sitzen. Genau. Prost. So. Ja. Na, Gordigier ist einfach geil. Gefüllt hier, gell? Ja. Also einen schönen Abend noch Ja, euch und auch, viel euch Spaß noch. Ciao, servus. Ciao. Das nimmt ja gar kein Ende. Das nimmt ja gar kein... Wahnsinn, das ist ja nicht mehr normal. Was haben wir noch für Highlights? Ja, da sind die kleinen Grünberg und Glück. Ja, die sind auch cool. Ultra leicht, oder? Heute haben wir aus vom Gewicht? Ja, 150 Kilo. Ja, dann geht's gerade noch. Ja. Ah ja. Oh, mir kommt da wackelig vor. Mir kommt da aber wackelig vor. Das ist der gleiche. Du hast halt nur ein kleiner. Das ist der gleiche, den beide eine Bänke. Ach, dieser Drehstuhl. Ja, der schwenkt ein bisschen Langeweile abends. Das kannst Aha. Ja. Ah, der Tisch ist so cool. Da schaue ich am liebsten vorbei, wenn es so irgendwie rumgebrutzelt wird. Das ist ja cool. Was ist denn das für Küche? Selber baut? Nee. Nee, das ist von Lazy. Lazy. Ja, da oben ist auch ein Aussteller dabei. Ich habe mir gedacht, der ist anders. Da. Irgendwas mit Box. Irgendwas mit Box. Boxio? Ja. Ja, die haben aber auch, da wo der Anhänger ist, haben die auch die Küchen stehen. Die gibt es auch noch mal einen halb. Der Gaskocher ist aber nicht dabei, oder? Doch, Nee. der. Der ist alles dabei. Aha. Und das passt alles da rein? Das ist alles hier drin. Genau, der kommt dann hier unter die Platte, die Schublade kommt zu. Dann ist da noch ein Waschbecken dabei, ein 5 Liter Wasserkanister dabei. Hier unten ist noch ein Staufach, wo die Töpfe drin sind. Ach, das ist ja wieder ganz... Und hier ist noch hochkant. Platz zum Einlagern. Und auch nicht schlecht. Also der kommt auch so mit dem Hocker alles. Mit Und der Tisch auch noch. Nee, der ist von uns. Aber der ist auch cool. Der ist von, ich weiß gar nicht, von Action, glaube ich. 9 Euro oder so hat der gekostet. Wie viel? 9 Euro. Der wäre optimal. Und ist so groß. Den wir haben. Der schaut ja nicht einmal schlecht aus. in der Mitte Mit zusammen. Bambusplatten drin, oder? Ja. Echt cool. Ich glaube, du hast immer Action drin. Und dann packen wir es ziemlich klein, oder? Der wird einmal in der Mitte zusammengeklappt und die Füße sind innen drin. Also nur das hier und die Hälfte. Ja, das ist auch, sag mal, der ist ja umgebaut, oder? Nö. Das ist ein T3 Doka Synchro. Ja, aber hinten da, wenn du Ja, die schaust. Stelle habe ich drauf gebaut. Das Dachzelt da drauf passt. Und der Gordigier. Ja, was will man mehr? Lieber Mond, ich krieg meine Tage. Ich bin alkoholisiert, keine Frage. Okay. Und jetzt schlagen wir eine Brücke, die könnt ihr immer in diplomatischen Situationen
wenn ihr Stress habt, wenn jemand prügeln will, wenn jemand oder beide Knie hoch. Ja, den wollte ich auch gerade sagen. Und alle Männer sprechen mir nach und dann sprechen mir alle Frauen nach. Okay. Und zwar, wir gehen hoch und sagen, alle Männer sagen, Schatz, es tut mir leid! Schatz, es tut mir leid! Und alle Frauen sagen, geschieht dir nur recht! Geschieht dir nur recht! Und wir wiederholen das nochmal. Und los! Schatz, es tut mir leid! Weiter, immer weiter, bitte Stopp sagen! Schatz, es tut mir leid! Dir nur recht! Schatz, es tut mir leid! Schatz, es tut mir leid! Schatz, es tut mir leid! Und das stirbt halt alleine. Entweder zwei Füße, also ihr habt drei Extremitäten immer auf dem Boden. Und bewegt euch einmal hier um diese Area. Das heißt, ihr könnt so rumlaufen, ihr könnt... Nee, auf zwei Beinen ist ja Quatsch. Nee, ja, ihr könnt so rumlaufen. Und ich möchte, jeder sucht sich ein Tier aus. Ein Tier. Genau. So, diejenigen laufen mal nach da, diejenigen laufen nach da und diejenigen bleiben da. Okay. Und dabei versuchen natürlich zu trinken. Ich fände es schön, wenn mein Portemonnaie immer noch hier liegt, wenn ich wiederkomme. Und los mit doppelt so viel Geld drin, ne? Gerne. Muss er wieder zurückkommen. Ja, so. Damit er den Stein zurücklaufen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Was machen wir zuerst einmal einen Kaffee? Die Dachzelten und beiden sind auch schon wach. Es kommt blauer Himmel. Und schauen wir mal. Ja, leider ist es arschkalt, kalter Wind. Und jetzt machen wir das Beste draus. Meine Frau ist in der Dusche drin. Dabei mache ich das Frühstück fertig. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo. Ich darf gerne meinen schönen Krug wieder auffüllen, wie gestern Abend. Mit was denn? Bei Bier? Einfach voll machen. 05er, 07 gilt der lockere. Willst du 07er haben? Wenn du das hast, dann. Wie du möchtest. haben Also, ich kassiere dir einfach ein bisschen mehr Geld ab. Dann haben wir 07er. Ich hätte jetzt gesagt, da passt nur 05 rein, mach voll. Ja, oder mach einfach voll. Du lässt es auch schon schmecken, oder? Hm? Du lässt es auch schon schmecken halt, oder? Ja,
Was willst du bei dem Wetter machen, gell? Bei der Affen Hitze? Ja. Ja, es ist ja, also Temperatur ist okay. Ja, super. Ist ja super. So, wenn man zwischendrin immer mal ein bisschen Abkühlung hat. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen luftiger angezogen, weil ich schwitze wie Sau. Ja, ja. So ein bisschen, mal ein bisschen Sonne, bisschen Wolken. Muss ja nicht jeder wissen. Ich weiß, ich kann nicht reinschauen. Und wenn du das Gefühl hast, da ist zu viel Schaum noch drauf, kommst du normal, dann. Aber es fühlt sich gut an, ne? Fühlt sich leicht an. Ja, der Schaum hat kein Gewicht. Ich kann nicht reinschauen, aber wenn Ja. ich noch mehr. Ich glaube, es läuft über gleich. Ich glaube, das passt. Sonst kommst du noch mal. Alles klar. Ciao. Und was ist das da einer? Kann man da mal kurz reinschauen? Das ist. Wow, ja, da könnte man es aushalten. Aber das ist ja geil. Können wir meinen mal. Den hole ich mir morgen gleich. Aus der Portugal Oh, die Sitze kannst du praktisch komplett drehen. Die kannst du drehen, genau. Das ist schon Das cool. kannst du ausklappen. Kannst du den Tisch noch ausziehen? Genau, ja, kannst du noch rausklappen, weil Ja. du unter der fällst, dann hast du eine Erweiterung. Genau. Und dann ein Riesenbett. Wow. Na, wirklich mega. Ja, das ist schon mega. Ja, ist natürlich schon natürlich angenehmer wie ein Dachzelt. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht reden. Ich bin ja das ganze Jahr damit unterwegs. Beim Dachzelt bist du halt schon ein bisschen wetterabhängig. Ja. Jetzt im Moment. Ja, das ist logisch. Ja, Du das hast stimmt. eine 6 kW Heizung drin, da kannst du Sauna drin machen, wenn du magst. Ja. Ja, da gefällt mir schon von der Optik her. Aber ich bin erst, wenn ich mal groß bin. Genau. Wobei die eigentlich schon wieder, ja, was heißt jetzt? Nee, ich habe nur außenrum das Ja. optimiert, aber innen drin war fertig ausgebaut. Echt cool. Aber man lebt halt genau einmal, also für was magst du denn warten? Das Ding, das kaufst du jetzt. Ich bin ein und- YouTuber, darf das Darfst du. auftauchen. Und nicht, dass ich da einfach irgendwie frech filme. Alles gut. Aber mir von der Form gefällt er mir sehr gut. Ja. Aber der ist schon echt top. Wird immer voller und voller. Holler. Einfach voll. Es ist zu kalt und du ziehst jetzt bitte die Jacke an. Ah, das ist der mit der Küche da hinten. Ach so, das habe ich noch nie gesehen. Wikiwood. Und ein Hänger dabei. Wahnsinn. Prost. Oh, Was hast denn du? Weißen Oha. Was ist denn das hier? Oha. altfränkisch. Altfränkisch. Weißenohr Klosterbrauerei. Hier war Schönraumer Brauerei. Kennst du das? Welche? Schönraumer? Das ist auch eine schöne kleine Brauerei. Ja, und wo kommt die her? Frag mich nicht. Aus Bayern. Aus Bayern. Bayern, Franken, hast du nicht gesehen. Da gibt es so viele kleine private Brauereien, das schaffst du nicht in einem Leben, die alle zu verköstigen. Damit es schön warm wird, oder? Ist das Dieselheizung? Ja. Aus China. Was, aus China? Die gute aus China. Aber funktioniert, oder? Ja, klar. Da, Okay. da steht's. Nur die kleine Box. Ja, reicht doch. Ja. 2 kW. Ja, 2 kW. Alotech München. Alotech München habe ich auch dabei. Ja. Ich habe die große Box, da habe ich eine Küchenbox mitgebracht. Eine Kochbox. Und mit dem kommst du wie lange hin? Mit 5 Liter. 15 Stunden war Vollgas. Locker. Ganz Ja. locker. Ich habe nie geglaubt, dass Diesel funktioniert. Das funktioniert. Das geht richtig gut. Na gut, dann warme Stunden, gell? Jo. Alles klar. Aha, da gibt es leckeres Essen. Ganz lecker, Ravioli, Campingessen. Ehrlich? Ja, natürlich. Wow. Vegetarisch und nicht vegetarisch. Ja, ich mag eher nicht vegetarisch. Okay, da ist dann da.
Aber der Windschutz ist geil. Hier war so ein ähnlichen. Ne? Ja, der ist cool. Sonst Ja. wird die Flamme ausblasen. Genau. Und der gleiche Gaskocher. Nee, jo. Doch, der gleiche Gaskocher. Echt? Ja, den gleichen habe ich ja. Ja, mit der Abschaltautomatik. Ja, genau. Ja, genau. Da lass ich es euch schmecken. Dankeschön. Hier ist da voll geworden. Ist da voll geworden. Also Freitag richtig Vollgas. Ja, da sind der Wartburg nochmal und der Trabant. Ja, und der Sheriff tippt mit dem Handy. Cool. Kann man schön gucken, ja, ob alles cool bleibt. Und hat man den guten Überblick? Absolut. Schon, oder? Ja. Ja, ich denke mal. Das ist geil. Bis jetzt sind noch alle brav. Das ist echt irre. Also ich bin zum ersten Mal hier, aber phänomenal. Ja. Phänomenal. Ein Dachzelt mehr ohne Ende. Und wir sind, glaube ich, diesmal 1400. Okay. Habe ich gehört. Okay. Ja. Also wir sind vorne über den Platz gelaufen und gesagt, das nimmt kein Ende mehr hier. Ne? Das ist, Nee, die kommen ständig rein. Und morgen auch noch mal. ja. Es kommen ständig neue. Es ist Das ist ein Wahnsinn. irre. Aber so muss es sein. Genau so ist es. Na gut, viel Spaß. Ebenso. Voll geil. Oh, was ist denn das für Tupperdosen da hinten? Oh, das ist ja niedlich. Kleine Tupperdose haben wir da. Ja, das nennt man richtig original Tupper. So, dann haben wir da hinten einen schönen VW Käfer. Auch nicht schlecht. Ja, kommst du gut klar mit. So? Ja, schön, ne? Ja, schöne Lichterketten. Das ist ja ein geiles Setup, oder? Bisschen gemütlich machen, ne? Ja. Ja, ich höre. Und heute angereist? Ja. Okay. Mit dem Kleinen ist er oben drin. Komm mal runter jetzt. Ah, der schläft oben und ihr schläft unten. Okay. Na gut, dann bleiben wir oben und schlafen weiter. Wer so rauskommt, wir gehen jetzt in das Zentrum. In die Stadt. Ja, in die Stadt. Genau. Jetzt schauen wir mal den VW Käfer an. Ja, was ist denn das für Highlight? Ja, das ist ja Wahnsinn. Ist der tiefer gelegt oder was ist mit dem los? Bist du da nicht aufgesessen? Ja, der ist. Der hat noch einen Zentimeter Platz, oder? So ein bisschen, ja. Ja. Ey, das ist ja Wahnsinn. Wie viel darf denn der Dachlast haben? 50 Kilo. Und das Zelt hat er nicht mehr, 46. Ja. Also die Grenze. Gerade so. Gerade so. Ach, das ist ja cool. Ich hab die vorher, wollte die filmen mit dem Handy. Ja. Und die Trottel haben ein Foto gedrückt. Ja gut, immerhin ein Bild. Und jetzt haben wir gedacht, das gehen wir noch mal herunter. Wo kommt der hier? Dieburg aus Darmstadt. Bei Frankfurt. Und Ja, ja. Ja, das ist auch schon eine kleine Ecken, oder? Ja. Ja, Wikiwood ist halt einfach ein geiles Zelt. Aber auf dem VW Käfer habe ich das auch noch nicht gesehen. Also der ist halt wirklich geil. Das Einzige, was halt so von Aber ein cooles Setup. Und schon weitergereist damit? bisher in Belgien schon gewesen. Nee, Ja. mit dem Käfer. Ja, ja. Belgien, Holland und jetzt sind wir hier zum Dachzelttreffen gekommen. Ja, cool. Irre. Also, Ja, 34 PS. Er fährt. genau. Das ist mehr wie ein Krafttier. Ja, der 34 hat er gehabt. Ja. Ich hätte gar keine Ahnung mehr, was der heute Sprit braucht. Echt? Wow. Da kannst du Wow. auch einen Rahmen kaufen. Das war uns damals gar nicht bewusst. Ich habe mir aber gedacht, Ja, damals waren die Preise anders. 99 Pfennig. Ja. Eben. Damals war das anders. Und ihr habt da super Platz. Frau
alles dabei und hinten habt ihr noch eine Kühlbox, oder? Ja, Kühlbox. Alles klar. Versorgt von A bis Z. Ja, super. Na, da wünsche ich mir viel Spaß. Ja, schauen wir mal. Ja, das nennt man mal ein Dachzelt. He? Das habe ich gesehen, wo der vorbeikommt. Ja. Original. Ja. Geil. Das ist doch cool, oder? Und dann, Ja, das ist ja mega. Das ist ja mega. Ja, das ist ja mega. Leonberger Felgen. Das sind nämlich Fuchsfelgen. Nee, das sind keine Fuchsfelgen. Nein, das sind Clemens. Ja, die wurden ja, also man muss ja ganz klar sagen, die Zelte, die es im Osten gab, wurden ja über den Quelleversand vermarktet. Ja, da steht ja quasi, das ist ja ein Originales aus Italien und die von Quelle kam, da steht ja produziert für Quelle sowieso. Das waren die allerersten. Aber waren im Osten produziert. Ja. Nee, nein. Da, es kommen alle von da. Alle von da. Die haben das damals importiert. Haben quasi ihr Logo drauf nehmen lassen. Und das war's. Ja? Die Trabi-Zelte auch, gell? Genau. Nee, Trabi-Zelt ist jemand anders. Ah, geil. Ja. Und 1300 habe ich auch gehabt. Es ist kein 1300er mehr. Der ist aufgebohrt auf 1700. Jetzt ist er 2000er. Nee, 1700. Das hört man. Das war doch 1300er. Das ist ein Brennholzhänger, oder? Nein, das ist er nicht. Was ist das dann? Das brauchen wir morgen. Was ist das? Es ist für Mutzbraten. Das ist Birkenholz. Mutzbraten gibt's mal. Ja. Na, da kommen die doch aus dem Osten, oder? Du, wir sind aber gar nicht weit weg. Wisst ihr schon, dass wir da unten sind? Und wenn da mal ein Braten fehlt. Wo kommt ihr her? Gera. Gera. Mhm. Das ist echt. Das ist ja ein richtig kleiner Hänger, wo du einiges reinbringst, oder? Ja, das passt schon. Ja. Also eine HB 350. Ich wollte DDR. gerade sagen, Ja. eben. Haben wir ganz günstig gekriegt hier noch Bautzen. Der war noch im Original. Also der war wirklich noch original. Lagerfeuer to go. Was gibt's da? Aha. Aha. Lagerfeuer to go. Das ist eine Kochbox, oder wie? Ja, das ist eine Kochbox, genau. Cool. Ja. Steht da unten. Hab schon gesehen, ja, aber. Ja, aber ich bin ja auch dafür da, Fragen auch zu beantworten. Ich kann das kurz mal zeigen. Ich zeige es mal ganz kurz. Hier kannst du das Ganze so aufmachen, ne? Und da hast du unten Gas drin. Ja, genau. Und kannst auch Töpfe reinmachen, ne? Genau, wir haben Topfset hier so mit Pfanne, großen Topf und die kleinen Töpfe und die kannst du alle unten reinstauen. Und da ist alles in der einen Kochbox drin, ne? Genau. Und dann haben wir hier einfach noch so ein Brett dazwischen gemacht. Und dann hast du hier eine Waschgelegenheit, dann kannst du deine Hände waschen und was du so brauchst. Du hast meine noch gar nicht gesehen, gell? Bitte? Du hast meine noch gar nicht gesehen. Nee, woher auch? Ich hab die selber gebaut. Ach so. Windschutz ist zu niedrig, da gehen wir dann. Nee, das wird gut passen. Weil der Wind kommt ja so rein. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist cool. Mit Holzgriff. Ja. Okay. Dann habt ihr, ja genau, die sind die Toilette, genau. Trocken-WCs, Kühlbox. Und jetzt haben wir noch so einen Tisch, ne, wo du dann die Sachen draufstellen kannst. Und dann hast du sozusagen da eine... Boxio. Ja, unbedingt einmal vorbeischauen bei der Seite. Sehr gerne. Leute, guckt vorbei, lasst ein Abo da, ne? Daumen hoch. Ja, logisch. Ja, wenn dann schon richtig. Danke nochmal fürs Ja, sehr gerne, gerne, ne? Viel Spaß euch noch. Genauso hin. Das ist aber Wahnsinn. Das passt doch nicht. Ja genau, das habe ich Wir auch schon haben geguckt. dann Skoda. Skoda Octavia passt auch der genauso rein. Ja. Für kompaktere. Also Ach, du spinnst ja. ein Skoda ENIAC oder sowas, da hätte man jetzt einen 10 cm kürzeren. Ne, also es gibt, genau, also was so ein bisschen, wir haben quasi 3 Modelle, also das ist sozusagen dafür gemacht, dass man die wir da, ja. dass man die Campingbox wir müssen unsere Standardgrößen fahren, einfach weil die Qualitätswegpreis anders nicht herstellbar ist. Wir können immer so 25 Stück auf einmal bauen. Dafür haben wir dann alles CNC gefräst und bekanntet und Pulver beschichtet.
Aluminium-Leichtbau, die doppelten Schwerlastschienen und so weiter. Das ist auch besser zum Abnehmen. Das wäre wahrscheinlich alles ein bisschen schwer. Ne? Ja, hier jetzt für die Kombis, eben wie Golf oder Octavia, aber auch ein Passat oder ein Suburb oder sowas, ne, würde da genauso passen. Und dann gibt es den 10 cm kürzeren für die SUVs, die immer so ein bisschen gestauchteren Kofferraum haben. Es gibt auch große, da wird der dann auch reinpassen. Und dann gibt es das Ganze nochmal 20 cm breiter für so Hochdachkombis und Multivans auch oder Buschen. Ne? Mhm. Also du hast das praktisch da die Staufach, wo man Gewürze rein kann. Dann hast du das Besteck. So ein bisschen Hobbyzeug oder Badesachen. Genau, man kann das dann so verschieben, so als Ablage. Das kann man natürlich auch als Tisch benutzen hier. Gleichzeitig ist es ist wirklich aus Praxisleben entwickelt. Ne? Irgendwann war dann so die Idee, das als Stehtisch wäre natürlich auch noch ganz schön. Ne? Dass man so nach einer langen Fahrt sich auch mal wo dran stellen kann. Ne? Und das ist in der Mitte diese Kühlbox. In der Mitte steht die Kühlbox, genau. Und den Auszug hier unten, ne? Das könnte man jetzt auch so zugefahren als Kaffeetisch benutzen. Ja, das ist schon. Jetzt kannst du mal meine Wasserhand rein. Ja, jetzt sage ich nichts mehr. Was steht da denn? Hier. Und damit da. Wie viel passt bei der Kühlbox nicht? Das sind jetzt nur 25 Liter. Aber das ist dann nicht. Genau, wir leben daraus, deshalb ist sie so schön voll. Ja, wir auch. Ich finde jetzt das aber gar nicht mehr so schlecht. Das sind 25 Liter. Also umso kleiner die Kühlbox, umso weniger Strom brauchst du halt auch. Ne? Und umso größer, umso mehr passt rein. Ne? Also es ist ja immer. Hat alles seine Vorteile, sage ich immer. Aber wir können jetzt hier, also wir haben jetzt den Auszug auch schon, man kann die Kisten, das zeige ich euch auch noch im Alltag, damit man den Kofferraum auch im Alltag wieder nutzen kann man die Kisten einfach hier über so einen Arretierbolzen lösen. Da ziehe ich jetzt einfach nur einmal dran, schiebe die Kiste so ein bisschen nach vorne und kann die dann abheben. Genau. Und dann habe ich hier wieder den Platz für einen Wocheneinkauf eben. Ne? Genau. Und genauso schnell ist sie dann auch wieder montiert. Ist so, dass wir die auch zu Hause mit unserem Frühstückszeug an der Wand hängen haben und dann wandern die mit allem Leckeren, was da drin ist, einfach in den Kofferraum rein und dann sind wir bereit für die Tour. Das ist cool und das schaut gar nicht mehr schlecht. Da passt sogar der geile Krug drauf. Ja, locker. Ja, super. Also die würde mir jetzt echt gefallen. Und das ist die Firma? Squick. Bisschen schwierig zu lesen, Squick, genau, wie Quick im Englischen. Aber ich nehme da mal was mit. Ja, unbedingt. Ja, weil das, sehr gerne. Das ist der Hammer. Sehr gerne auch auf der Webseite stöbern. Wir freuen uns immer über Besucher. Und wer baut das dann ein? Das kriegst du normal dann geliefert? Und also wir sind jetzt in Leipzig und in Leipzig, jawohl, genau. Und meine Frau kommt aus Sachsen. Ach so, ja genau. Na, und bei dir höre ich so einen leichten süddeutschen Akzent. Ich komme vom Chiemsee und wir kommen. Jawohl, wunderschöne Gegend. Ne? Genau. Leipzig ist meine die Schreinerarbeiten, also die Holzteile, die werden in der Nähe von Nürnberg gefräst. Das ist nämlich eigentlich ein bayerisches Produkt, wenn man so möchte. Ja. Die Metallteile, die werden im Allgäu gestanzt und gelasert und gekantet. Da sind alle Nationen da so drin. Und die liefern uns das nach Leipzig, wir bauen es dort zusammen und schicken es dann per Spedition raus oder man kann es bei uns natürlich auch abholen. Und da hat man auch noch einen Haufen Staufächer? Ja. Und da hast du sogar noch einen Wasserhahn, oder? Der Wasserhahn, jawohl, genau. Wir haben den Wassertank dann hinten drin stehen und genau, in den Wassertank räumen wir dann da ein, wo wir den Platz brauchen. Ja, da sage ich jetzt nichts mehr zu meiner selbstgebauten Kochbox. Nee, da kannst du nicht. Du hast dich auch schon. Ich bin jetzt wirklich begeistert. Ja. Das freut uns zu hören. Weil ich glaubt noch nicht, wie groß das dann ist. Ja. Weil unser Auto ist auch nicht größer. Wir haben ja den Skoda Octavia, den normalen. Genau, ja. das wäre genau das Modell für den Octavia. Genau. Wir haben sogar hier der Simon aus Leipzig, dem habe ich das letzte Woche in seinen Skoda Octavia eingebaut. Der kommt auch hier aufs Dachzeltnomaden-Festival. Aber für 100 € kann man nicht meckern, oder? Ein Schnapper. Ja, geil. Genau. Nee. Pflegeleicht, langlebig. Und das Gemüse und Obst ist alles dabei, oder? Verleimt. Das kommt natürlich Saison, nach jeder okay. Saison. Ne? Gemüse der Saison. Ja. Gut. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr begeistert. Sehr gerne. Ja? Ja, das gefällt mir. Erzählt es weiter. Genau. Ja. Wir sind noch ganz frisch am Start. Seit 2 Wochen liefern wir quasi aus.
auch noch Unterstützung. Die kommen auch irgendwie demnächst an. Weiß ich auch noch nicht, wie das läuft. Das ist der Pizzachef wieder, oder? Ja? Der Pizzachef wieder voll am Werk. Ja. Wow. Der versteckt sich ein bisschen vom Regen. Echter Wahnsinn. So mag sie daheim auch immer. Ja, der nächste Ramm. Ja. Also für Kinder alles geboten, das ist einfach cool. So, da haben wir bei Wikiboot. Wikiboot. Ja. Also einfach langlebiger oder? Nee, Hartschal ist einfach der Auf- und Abbau einfach. Das ist einfach Ja. Vor allen Dingen hast du die wahrscheinlich ziemlich schnell zusammen. Was, das ist alles ganz niedrig da. Ja. Ah, geile Matratzen. Die ist schöner wie die zu mir. Ah, Wikiwood ist halt geil. Haben wir nirgendwo, ne? Seid ihr von Wikiwood, oder? Nee. Ja, das ist ein Wahnsinn. Finde ich schöner wie die. Was mir. Das ist das Klär. Ah, das ist das Kleinste. Das ist aber auch cool. Ah, was heißt klar? Das ist schon geil. Ah, cool. Ja, Matratzen haben schon mega. Ja, ich glaube, das wird immer besser. Wikiwood 190er. Das ist die Größe wahrscheinlich. Die Farben. Ja, genau, die gibt es aber von gar nicht hier. Da passen sogar Wikiwood, glaube ich. Ja. Cool. Ach so. Ja, mit der Lade hier lassen, bevor der Wald kaputt geht. Der Wald ist kaputt. Ja. Willst du mir lieber geben? Ja, haben die Kinder Spaß wenigstens, oder? Die haben Spaß. Ja, das ist ja cool. Wow, dieser Wahnsinn. Und das funktioniert mit den Schlingen, super. Ja. Ich habe auch die große dabei. Hast du da eine spezielle Mischung, dass das so funktioniert? Es ist eine Mischung, können wir stellen, aber noch ein bisschen verfeinert. Ah, okay. Aha. Für die großen Seifenblasen ist heute zu viel Wind, leider. Aber die kleinen, die haben das klappt ganz gut. Okay, die sind trotzdem geil. Aber solange die Kinder schreien, lachen und kreischen, machen wir alles richtig. Ja. Ich finde das cool, es ist für jeden was dabei, für die Kinder. Vorher auch Seifenblasen ist nicht für klein bis zu alt. Ja. Jeder mag Seifenblasen. Wow, jetzt schauen wir mal weiter, jetzt ist er herrlich. Gegenüber kohlensäurehaltigen Getränken können bis 24 und die großen bis 30 Stunden lang. Kalt ungefähr das Doppelte. Und ich habe eine eigene Lasergravuranlage, sodass ich alles reinbrate, was mir so einfällt. Was ist das für Marke? Was ist das für Marke? Mindy. Mindy. Da unten, schau mal. Ah, Mindy GmbH. Ich schau mal, ob ich so verpackte habe. Ja. Aha. Konsumerfernsehen. Nein, aber ich finde das mega geil. Also das. Die sind wirklich gut. Ja. Sieht cool aus, liegt leicht in der Hand. Ja, nicht gut. Also meine Frau nimmt diesen Motiv sozusagen, dann geht sie ins Meeting und dann einfach wortlos auf den Tisch abstellen.
Dann ist alles klar. Und wie lange hält denn das kalt oder warm? 24 Stunden. Hallihallo. Ah, das ist der weiße Schäferhund. Immer beim Hering reinklopfen, die Finger dazwischen tun. Wie bitte? Beim Hering reinklopfen, immer die Finger dazwischen tun, dann tut sich so laut. Mhm. Aushalten. So kann man es auch aushalten. Das funktioniert soweit es Schön geht, ja. mit Lammfelle und so oder Das ist Rentier. Rentier? Ja. Rentierfelle. Aber nicht mehr zu empfehlen, weil, sieht man's? Okay. Du verlierst Haare wie Sau da drauf. Also, Okay, ja, Fellwechsel. leider ja. Also das ist, wir hatten es ein bisschen anders erwartet, aber wir werden früher oder später wieder auf Schafsfell umsteigen. Danke, danke. Wir machen ein bisschen Rundgang einmal. Mach Weil das ich kann mal die ganze Stadt anschauen. Dorf Ja. kannst du gar nicht mehr sagen, das ist ja so eine riesen Stadt. Das ist schon echt gewaltig geworden. Ne? Also wir waren heute Morgen in Anführungsstrichen mal unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele jetzt unten schon runtergegangen sind, aber hier oben wurde ja auch noch mal einiges nachgelegt. Mega. Ja, das nimmt ja fast kein Ende, dieser Wahnsinn. Also ich finde das geil. Gefällt mir total. Ja. Ja, Horntools ist auch kein schlechtes Zelt. Ne, das ist angenehm. Ja, Passt. habe ich schon mal gehört. Auf jeden Fall. Na Kann gut, man- dann viel Spaß noch. Danke ebenfalls. Und der Stanley ist immer noch gut. Ja. Den muss ich mir merken. Den hast du mir gestern nicht gesagt. Ich war mich gestern der mit dem Glaskrug. Du, es ist nicht mehr lang Vater. Was? Alles klar, ciao. Das geht ja noch bis hinten hoch da. Ah, das nimmt eigentlich gar kein Ende nicht. Das hört nicht mehr auf. Das ist eine Großstadt mittlerweile. Aha. Wahnsinn. iCamper. Da hinten iCamper. Ja. Boah. Wahnsinn. Also einfach phänomenal. Puh, Wahnsinn. Wow, was ist denn das? Das ist ein Oldtimer, oder? Ja, ist das Wahnsinn. Ha. Ja, das ist ja cool. Tja. Das ist eine Ente. Das müsste eine Ente sein. Also schau mal vorne mal drauf, oder? Ja, Zitronen. Ja, cool. Der Wahnsinn. Mahlzeit. Mahlzeit. Oder Tea Time. Nee, Kaffee. Kaffee Time. Ja. Genau. Das ist ja jetzt auch optimal. Das Ja. sind so kleine Filter für Kaffee. Das sind Kaffeefilter. Ja. Echt? Ja, ja. Da hast du das Pulver rein und dann ist gut, oder wie? Genau, da ist Kaffee drin und die macht man einfach so über die Tasse, ne? Portioniert man vor. Und dann heiß Wasser drauf, langsam durchfließen lassen und fertig. Ja. Aha. Einfach Filter raus, Müll, fertig und dann Das ist hat auch man seinen nicht Kaffee. schlecht. Zum Wandern dann auch. Ja, wenn es einmal schnell gehen soll, oder? Wenn es schnell gehen soll, genau. Super. Wir kommen gleich dann. Weil Kuchen gibt es ist auch. noch genug da, ja, ja. Ja, ja. Dann bis gleich. Spaß, super. Ja. Aha. Ja, das passt perfekt. Hallo. Ja, hallo. Weil wir haben da auch eine Garde hier und ich wollte mal so ein Vorzelt ziehen. Aber das ist ja wirklich geräumig, oder? Mhm. Grundfläche 240 mal 240 unten. Nach oben hin natürlich ein bisschen Ja. schon. Also mit Tisch, mit allem. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Der Tisch, was der eine hat, das ist genau diese geile Größe. Dann passt. Wir haben fast zu großen Tisch. Ja, dann lasst es euch schmecken da drin. Danke. Das sieht ja niedlich aus. Und das Vorzelt gibt es in 2 Höhen.
In 2 Höhen, ja, In 2 mit Höhen müsste 2 ausmessen. Meter und 1,70 Meter, glaube ich, irgendwie Ich habe so. das 1,70er hier dran. Das brauchen wir. Ja. Alles klar, dann viel Spaß noch. Danke, euch auch. Aha. Aber so ein bisschen Sonnenschutz. Ja, das ist ja nicht schlecht, was ihr da macht. Ihr habt das praktisch komplett verbunden, oder? Ja, wir haben es zumindest mal so versucht. Deswegen haben wir ziemlich perfekt geparkt, würde ich sagen. Passt so ziemlich genau. Ja, ihr kennt euch aber, oder? Ja. Oder einfach so. Nee, war kein Zufall, wir kannten uns schon. Ja, ich habe mir das überlegt, weil. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist cool. Super. Wikiwood. Ja, dann kannst du hier mal, Schmust mit Wikiwood. kannst hier mal, Alles klar, viel Spaß, gell? auf dem Ja, auch. Campingplatz. Ja, Luxuswohnzimmer, oder? Ja. Ja, das ist ja irre. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja wie ein Wohnzimmer, wie ein Küchenschrank, oder? Ja. Outdoor-Küche. Ja, Outdoor-Küche, ja logisch. Wow, das ist ja geräumig da. Ja. Ja, super. Ja, Defender halt ist schon was Geiles. Schon ein Ja. schönes Auto, ja. Und ein Gordigier auf dem Auto, oder? Gordigier auf dem Auto? 180er. Das ist das 180er. Und wir haben das 165er. Wow. Das ist schon nochmal größer, gell? Ja. Wir vertragen uns manchmal nicht und gehen wir uns aus dem Weg. Ach so, alles klar. Haben wir auch jeder seine Ecke. Ist das jetzt? Ja, das macht schon was aus. Ich schau bloß einmal kurz rüber. Aha. Ja, das ist das ganz Große. Aha. Ja, genau. Respekt. Dann viel Spaß noch, gell? Ciao. Ja, da kann man es auch aushalten, meine ich, da drin. Ja, da kann man es aushalten. Das ist ja Wahnsinn. Schnell aufgepoppt. Das sieht aber jetzt eng aus, aber wir müssen dann da hoch, oder? Ja, da oben ist das ganz genau. Hier unten ist die Sitzecke. Okay. Ja, nicht schlecht. Viel Spaß. Schönen Abend. Ah, das ist der eine, da wo ich schon mal war. Aha. Ist auch Wahnsinn. Aha, okay. Aha. Das schaut aus wie ein Schnapsbach. Bitte? Das sieht aus wie ein Schnapsbach, aber ist keine, oder? Nee. Das ist eine richtige Küche, oder? Das ist Küche und Strom. Das ist ja Wahnsinn. Hallo. Hallo. Ja, das ist cool. Also alles drin, was man so braucht, oder? Ja, Cool. aber meistens fehlt doch irgendwas, wenn man unterwegs ist. Hä? Meistens fehlt doch irgendwas, wenn man unterwegs Das ist. ist immer so. Ja, ja. Da meint man hat alles dabei und dann fährst hoch. Ja, genau. Oh Scheiße, das habe ich vergessen. Ja, Genau. ist so. Ja, cool. Viel Spaß, gell? Ja, danke. Ha. Ja, cool. Was ist denn das für ein Schiff? Wir gehen weiter. Ciao. Ciao, ciao. Was ist denn das? Das ist ein Anhänger. Nee. Aus Geithain. Aus Geithain. Ja, Ja, wo kommt ihr her? ich kam mal aus Niedersteinbach. Oh, der Erste, der es kennt. Ja. Der Erste, der das Kennzeichen kennt. Da Wir oben haben, ist Rochlitz, ist auch noch ganz schön. ja, wir haben uns extra das Kennzeichen genommen, weil Kenner das Kennzeichen kennt. Ja, wir immer alle so, ach, ihr kommt aus Leipzig. Und wenn du dann aber Geithain dran hast, so, Ja. wo kommen die ja her? Ja, genau. Ja, ich komme vom Chiemsee, meine Frau stammt von dieser Ecken. Und wir sind schon, oh mein Gott. Okay. Wenn man es schon nicht mehr weiß, ist es
ist lang genug. Und das ist aber nur zur Anhänger, sonst nichts. Ja, das ist Zugfahrzeug. Das gehört zusammen. Also Zugfahrzeug und dieser Hänger. Ja, genau. Und ein Eincamper-Dachzelt. Ja, wir sind auf dem Dachzeltfestival, müssen wir auch mitnehmen. Ja, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja wie ein Wohnzimmer, oder? Naja. Kann man da mal... Der Hund ist bloß drin. Ja, ich tue nichts, um Gottes Willen. Aber das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist ihre. Boah. Ich kann sie auch kurz rausnehmen. Ja, alles gut. Er würde dir jetzt alleine gar nicht erreichen, oder? Nee. Na gut, wir wollen es halt so modular wie möglich haben, deswegen haben wir quasi alle Optionen. Ja. Shisha. Das ist, wow, das ist ein Wahnsinnshänger. Nein, gut. Die hat ein eigenes Zelt. Das ist ein Wahnsinnshänger, oder? Ja, das ist schon. Das, ich mache so ein Video, ich stelle ein bisschen was zusammen von. Ja, alles gut. Kannst ruhig reingucken, Warte alles mal, gut. ich stelle mir den mal kurz ab. Ja. Das war eine Stanley Bierbecher. Wie geil. Ja, der ist der Beste. Hör auf. Hey, wir haben den ein paar Tage Vatertag, gell? Hat er schon gefressen? Ja, sie hat gerade gelassen. Schade. Wow, Wir hätten nochmal aufgemacht. wow, das ist ja cool. Oh, ist das Kautschi warm da drin. Ja, das kocht gerade. Oh. Ich hätte jetzt gern was mitgegessen, aber ich habe schon gegessen. Alles gut. Aber dem Hund, den lüstert's. Ja. So ein bisschen. So als Snack. Was Aber haben bei wir? dir ist ja nicht dran. Was denn? Dem Hund, der knurrt. Weil du da drin bist. Ja, dann fress mich. Dann fress mich. Alles gut. Na, du bist alt und zäh. Da ist nichts mehr. Geilste Geruch. Ja, wir haben von Stanley die geile halbe Küche voll. Also wir haben auch alles. Ob das Thermoskanne ist und der Krug bis zu 7 Stunden kalt. Na, vor allem, wir haben ja... 0,7 Liter Personal, du kannst eine halbe rein kippen, Ja. ohne dass er übergeht. Ja. Und hast dann Schaum. Ja. Ja, das hab ich gesehen. Was ist denn das? Oder? Ja. Der Schnapsbecher. Es gibt ja einen Flachmann, ne? Naja, aber das, den haben wir auch. Mama. Den Ja, haben wir der auch- gehört dazu, das ist Den ein haben wir Set. wieder dazu, das ist ein Set. Ja, geil. Das ist einfach geil. Ja. Aber das passt gut, oder? Ja, das ist selber. Ja, und Stanley, ja, die Alles habe ich von Stanley, Amazon, einfach Stanley Krug. Den gibt es in grün, in schwarz und in weiß. Ja, das ist geil. Und das Geile ist, Ja? 34 €, aber der wiegt nichts. Da sind jetzt mehr wie ein halber Liter Bier drin. Das ist ja gar Der wiegt nichts. Also das ist. Geil. Und das habe ich daheim reingeschüttet. Ja gut, jetzt wird es sowieso nicht warm, weil wir haben da so eine warme Temperatur. Ja. Wir haben Klimawandel, Schatz. Wir haben Klimawandel. Ja, musst du aufpassen. Ne? Ja, ja. Dürre bis zum geht nicht mehr, so dass die Wiese bei uns zu Hause unter Wasser steht. Und was sehe ich da? Wasserpfeffer. Ja. Cool. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn das? Das ist ja. Hä? Was ist denn das? Ist der abgeschnitten worden oder was ist mit ihm passiert? Ein BMW, ein Anhänger. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, das ist ein Wahnsinn. Also, irre. Ja, schade, dass der Besitzer nicht da ist, aber das ist ein Uhrring. Der sitzt auf der Seite, der Ha? Besitzer. In der roten Jacke. In der roten Jacke. Ach, er ist der Mann, oder? Ich bin der Mann. Servus. Servus. Ich wollte mir den BMW-Hänger mal anschauen. Darf ich das? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ist der abgeschnitten worden? Ja, in der Mitte durch. Waren mal 2 Autos. Die ist original. Das ist ja. Und das Schlimme daran ist, das vordere hinten vom Anhänger Ja. war gerade frisch 3 Monate restauriert, das Auto. Da ist dann einer betrunken, geklautes Auto, geklaute Kennzeichen. Ist Mama dann einfach ins Auto reingefahren, ist dann abgeprallt und stand dann anschließend in der Fleischerei durch ein Schaufenster. Und das ist genehmigt normal, oder? Das ist ganz normal zugelassen, genau.
Wir sind die Erbauer. Papa und meine Wenigkeit. Das ist ja irre. Also Nach das 730 Stunden waren wir dann mal fertig. das hab ich noch Aber nie, über 2 Jahre ja, verteilt. das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist ja geil. Es gibt auch noch einen zweiten, der ist dann rot. Weil Papa hat anschließend dann noch einen roten Touring wieder gekauft. Cool. Boah, bin ich platt. Ja, hier da herum bei den Dachzeltnomaden sieht man alles. Also das ist alte Feuerwehr, alte THW, man ja, sieht, die verrücktesten Geschichten sind, glaube ich, hier. Aber wie geht das mit den Reifen? Kommst du mal hin? Natürlich, klar. Aber die hast du dann spezial machen müssen, oder? Was denn, welche? Die Achse, das passt Die dann. Achse haben wir auf Spurbreite anfertigen lassen bei Anhänger Blomat. Wir kommen aus Steinfurt und Blomat Anhänger, sagt ihr wahrscheinlich was. Ja. Anhänger Blomat ist in Nordwalde, ist ja der Stammsitz. Ja, genau. Und bei denen haben wir dann nachgefragt und die haben uns dann die Achsen auf der Spurbreite alles dann angefertigt. Auch die Deichsel dann passend. Nein, da waren die waren auch sofort Feuer und Flamme, die beiden bei Blomat. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe jetzt nie geglaubt, dass es zulässig ist. Aber das klappt. Doch, ja. Wir sind der Hersteller und wir sind auch verantwortlich für die Festigkeit, Bremsgutachten und die Achsen, Bremsberechnung kommt alles dann halt natürlich vom Achshersteller bzw. vom Blomat. Ja. Und dann ist das TÜV-konform. Und wir müssen die Festigkeit garantieren dann. Das heißt wenigstens Minimum. Ehrenmann, super Fahrzeug, super geiler Hänger. Ja, die Türen gehen dann noch als Flügeltür nach zur Seite so. noch offen. Geil. Nee, jetzt. Ach, das ist ja irre. Das ist echt der Wahnsinn. Und da, ja, du bringst ja nicht ziemlich alles rein, oder was so? Sonst, wenn wir nur so einen Tag mal schlafen, gehen wir mit 2 Erwachsenen, kannst du unten locker drin liegen, du kannst die Rollos und so alles raus. Dann hast du ja auch nicht den ganzen Campingrummel immer mit. Dann legst du dich einfach ganz normal mit der Isomatte da rein und dann Radio ist drin, Licht, ZV. Einziges, was fehlt, ist Heizung, aber brauchst du in einem kleinen Raum nicht. Nur tanken kannst du nicht mehr, oder? Doch, da ist aber Strom drin. Ja, gut, alles klar. Das ist geil, ja. Nein, und da der so komfortabler, wirklich. Na gut, super. Danke. Bitteschön. Freut mich. Also das ist schon was Außergewöhnliches. Ja, das ist es. Ja, stell dir mal vor, hinten hängt der VW Käfer drin. Hinten Ja, haben wir noch glaub ich, nachgerüstet, abnehmbare Anhängerkupplung haben wir noch nachgerüstet für den Fahrradträger. Nee. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Ach, das kannst du auch noch. Abnehmbar, genau. Jetzt ist er nicht dran, aber Ja. das haben wir dieses Jahr dann noch gemacht. Na gut, das ist ja was Besonderes. So, jetzt bin ich bei den richtigen iCamper. Weil das wäre eigentlich mal mein Traumzelt gewesen. Das ist das iCamper 3.0, oder? Genau, Ja. 3.0 plus das Vorzelt dazu. Das ist ja riesig. Jetzt ist bloß die Frage zum Gewicht. Das iCamper 3.0 wiegt 75 Kilo. 74. Wäre gegangen. Ja. Ja, Man wie- kann die Leiter theoretisch abmachen, somit würde man sich noch, ich glaube, 5 Kilo oder 7 Kilo sparen. Und das ist das komplett originale Vorzelt, oder? Genau. Riesig, ey, da können wir noch Leute pennen. Ja, auf jeden Fall. Also Sie können auch mit reingekommen. Also, Ja. Warte mal, ich zieh mal kurz die Lichterkette, dann bleibt keiner dran hängen. So, Du hast die gleich, die sind ja wirklich. Was hast du da? Magnet? Ja, Magnet hinten drin. Haben wir noch nicht getestet bei uns. Ja, wir das selber. Da muss ich direkt testen. Man lernt ständig was Neues Das dazu. ist das Schöne an diesen Festivals, man lernt immer was dazu. Ja. Oh, das ist auch geil. Ja, echt. Ja, das hält. Und du hast die Plug-in-Festival, die Kompressor-Kühlbox. Genau. Ja, die ist auch nicht schlecht. Ich habe die passive. Ey, echt geil. Und das ist auch ein Lörter. Schau dir mal die Lörter. Ja. Das ist, und jetzt schaust du mir um, nur mal zum Sehen. Das ist so Da geil. vorne, in dem Element, kann man theoretisch schon ein Schlafzelt reinhängen. Ja, ganz vorne. Da wo jetzt der Gurt ist. Genau. Das haben wir auch für Freunde, wenn wir mal auf dem Festival sind Ja, oder so. genau. Das ist halt schon Ey, geil. das ist schon cool. Das ist schon geil. Hat auch schon gut Wetter ausgehalten. Ja. Also es, Ja, vor allem die Weltkarte im Hintergrund. ja, es ist schon einfach- schön, ja. Ah, Ist zwar leider teuer, die Marke, aber dafür ist es gut durchdacht, finden wir. Ja. eins der besten. Da, du kannst sagen, das ist der Platzhirsch.
Ja. Eicamper. Also wir haben schon gesehen, hier sind ziemlich viele. Da vorne sind ja auch Ja, viele. viele. Also wir waren schon sehr überrascht. Ja, coole, viele sind noch beim alten Modell geblieben Genau, ist ja auch und viele super. haben das 3.0. Das ist ja das 3.0. Ja, genau. Und 2.0 haben wir auch schon mehrere gesehen, die ja aufgebaut waren. Vorne steht das 2.0, da waren wir vorher. Ja, die Tatsache, das ist ja Wahnsinn. Wirklich viele dieses Mal dabei. Ja, genau. Ja. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, Gerne, gerne. Ich bin jetzt total überrascht mit dem Vorzelt da. Das ist ja Wahnsinn. Wir hatten das vor. Das ist ja mega, das ist ja riesig. Da passe ich sogar rein mit meinen Metern 93. Wir hatten das vor auf dem Ford gehabt, da hatten wir das Problem, dass hier natürlich, dadurch, dass das Auto niedriger ist, hängt das so ein bisschen durch, aber dann ziehst du hier mal ein bisschen rüber und dann passt das auch. Genau. Cool. Aber mit einem höheren Auto sieht es halt schön aus. Edel. Das ist die Schultasche. Ja, das ist aber so eine No-Name einfach. Von Campback hättest du irgendwie Reicht doch. 50 € gezahlt und das Ding kostet 20 und ist genau gleich. Ja. Passt doch. Man muss halt nicht alles von denen holen. Ja. Passt doch. Auf geht's, weiter geht's. Datenschutzgrundverordnung haben wir aber nicht unterschrieben. Jetzt wird ja auf einmal auf. Nein, es geht gleich weiter. Geht ja weiter. Geht's gleich weiter? Das Lied war zu Ende. Ist das jetzt für die Dachzeltnomaden oder das private Album? Das ist auch für die Dachzeltnomaden, logisch. Ich film für alles. So Regen auf Feier. Dann machen wir nochmal. Wir machen noch Regen auf Feier. Mit deinem Gebläse. Das ist dann online für das Internet vergessen. Also früher hat es ja richtige Notenbücher gegeben. Was ist denn das? Ah, okay, alles klar. Vorspiel, gib ein Bläservorspiel. Ja. Für die Dachzelt nochmal. Und 1, 2, 3 und. Two, three, four. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Wo bist du denn? Es ist Freitag. Ja, wir fangen ja noch mit der Kamera ist noch. Das geht so nicht. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. As it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Auf Feier. Ring of fire, the ring of fire. Applaus! Ja. Super! Mega geil war's, das Festival 2025 in Hameln. Und nächstes Jahr sind wir definitiv auch wieder dabei. So, wir werden dann schon langsam aufbrechen. Morgen früh geht's los. Dachzeltteppich habe ich schon weg. Und meine Frau hat noch ein bisschen Teller waschen.
Ich spiele Geschirrspüler. Ja, Geschirrspüler spielt meine Frau, genau. Zweibeinig. Die Küche ist auch aufgeräumt. Ja, und morgen geht es wieder los. Also wir waren sehr begeistert und ich kann nur jedem empfehlen, der ein Dachzelt hat, schaut mal vorbei bei den Dachzeltnomaden. Die sind mega geile Festivals. Das kann ich euch versprechen, weil wir waren zum ersten Mal da. Und nächstes Jahr bin ich wahrscheinlich auch wieder da. Das ist mein Setup, ein Gordiger 165er und meine passive Kühlbox, die Plug-in Festival. Ja, und da werden wir schon langsam wieder seitbeikeln. Also, dann darf ich sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Lasst ein Abo da, liken, abonnieren nicht vergessen. Das waren die Eindrücke vom Dachzelt-Festival 2025 in Hameln von den Dachzeltnomaden. Und ich kann noch eins sagen, lauter nette Leute. Also bis nächstes Jahr. Habe die Ehre, Helmut, die Anker Filmschmiede.